Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Reaction. Leute, diesmal zur Pressekonferenz nach dem Champions League-Spiel gegen Slovan Bratislava 3:1 gewonnen. Joa. Wild. Was ich hier gerade sehe auf dem Bild, werdet ihr auch gleich sehen. Bevor wir da reingehen, habt ihr den Kanal zu abonnieren. Ja. Dafür, dass hier ein Bayern-Fan gesessen hat, der gerade nach dem 3:1 Sieg in der Champions League ein bisschen geraged ist in der Spielanalyse. Ansage meinerseits, jeder, der das Video hier sieht, hat den Kanal zu abonnieren. Ja, ansonsten gibt es hier View-Verbot. Feierabend. So, Reaction. Warte, ich mache mal meine Cam weg. Da ist nämlich noch einer. Ja. Ein Rieseninteresse an dem, was Vincent Kompany zu erzählen hat. Ich hätte 2, 3 explizite Fragen mal an Vincent Kompany, die ich gerne mal stellen wollen würde. Ja? Ich würde es feiern, wenn der FC Bayern bei diesen Pressekonferenzen mal Fragen übers Internet zulassen würde. Ja? Bin natürlich kein Journalist, aber ich würde es mal fühlen, weil ich hätte die eine oder andere Frage, die wahrscheinlich von den Reportern niemals gestellt werden würde. Zum Beispiel, warum darf ein Leroy Sané die ganze Zeit über die rechte Seite spielen und ein Michael Olise muss dafür in die Mitte gehen, wo er ungefähr bei 60% seines Könnens ist, im Gegensatz zur rechten Seite? Wäre mal eine Frage. Frage Nummer 2. Warum stellen wir nicht mal einen Harry Kane, einen zweiten Stürmer zur Seite? Es muss ja kein reiner Stürmer sein. Tottenham hat es vorgemacht. Ja? So. Hätte man mit Tell machen können. Ja? Batistell bisher Katastrophe, brauchen wir nicht überreden. Hättest du aber machen können. Thomas Müller auch. Perfekte Harmonie mit Lewandowski gehabt. Hätte er mit Harry Kane genauso hinbekommen. Ja? Wenn du meinst, Thomas Müller hat noch dieses Potenzial, ja, dann musst du ihn aufstellen, Alter. Stellen Musiala auf die 10. Thomas Müller war noch nie ein Zehner. Wird er auch nie sein. Er war immer so eine kreisende 9, die um den Mittelstürmer rum agiert. Ja? All das wären Fragen, die man mal stellen kann, wenn man sich keine Chancen erspielt, wie es gegen Freiburg war, wie es auch heute war. Auch heute haben wir super wenige hochkarätige Chancen erspielt. Warum darf immer wieder ein Leroy Sané spielen, obwohl er 80% der Angriffe in den Sand setzt oder ein leeres Tor nicht trifft? Warum darf er immer wieder spielen? Das sind nur ein paar meiner Fragen, die ich hätte. Gut, gehen wir mal rein. Bin gespannt, wird ja wahrscheinlich nicht so lange dauern. Guten Abend zusammen, zu später Stunde. Die Runde ist auch ein bisschen kleiner geworden, verständlich. Ja, die abschließende Pressekonferenz mit Vincent Kompany nach dem letzten Spiel in der neuen Vorrunde der Champions League. Herzlich willkommen. Ich denke, wir fangen gleich an. Das Statement lassen wir in die erste Antwort einfließen. Hier ist die Bild-Zeitung. Ich hasse das, Alter. Ich hasse das. Ist das zu viel verlangt, dass sich unser Trainer da hinsetzt und mal eben kurz ein Statement zu diesem Spiel macht? Ist das zu viel verlangt oder was? Heiko Nederer, bitte. Und natürlich ist die Bild-Zeitung da. Die Bild-Zeitung ist immer da. Entschuldigung. Am Ende hätten vorne 2 Tore gefehlt und hinten, dass man nicht kassiert hätte. Also 5:0 hätte gereicht, dass man nicht möglicherweise gegen Manchester City spielt. Ja. Ist das ein bisschen ärgerlich? Hätte man nicht doch vielleicht noch ein bisschen mehr auf mehr Tore gehen müssen? Und zweite Frage, wie sehen Sie dieses mögliche Duell mit Pep Guardiola und Manchester City? Danke. Da sprechen wir jetzt noch nicht drüber, über das Duell, weil es ja noch nicht fix ist. Es könnte ja auch Celtic Glasgow werden. Ist doch verständlich, würde ich auch antworten. Muss man sich jetzt noch nicht mit auseinandersetzen. Ich denke, dass er auf mehr Tore wollte. Das hat man teilweise auch an der Außenlinie gesehen. Ja, aber wenn man die Spieler auf falschen Positionen aufstellt und dazu die falschen Spieler da viel zu lange das Vertrauen schenken, muss man sich halt nicht wundern, dass der Bums so ausgeht, wie er ausgegangen ist. Yeah, so first of all, obviously we had a lot of attacking players on the pitch. In that case, Ja, aber was für Spieler und auf welchen Positionen, Alter?
we have a big opportunity to score the 4-0, so which is closer to the result you mentioned. But to achieve this type of results, you need to have a little bit of, you need that momentum to give you the goals. And for us, in those moments, we perhaps didn't sort of finish the chances that we had. And then at the end, it remains, you take more risk, you try and score the goal, and in these moments, things happen. So I'm not looking too far. I think whoever we play against in the next round, I think we have to build our energy again, our momentum. The teams who are qualified, most teams who are qualified for this next round are at the moment really happy and really positive. So we have to switch as well to the mentality of looking forward to these games. And you get to a stage of the competition where you expect big games, or whatever it is, we have to be. Da gehe ich ja mit, ja. Man kann natürlich, oder man sollte sich freuen, dass man weiter ist. Er hatte gesagt, alle Teams freuen sich, dass sie weiter sind. Alles gut. Würde ich ja mitgehen. Wenn der Trend nicht gerade so beschissen wäre. Darum geht es doch. Ja. Es geht doch nicht darum, dass es heute halt nicht gereicht hat. Alles gut. Ja. Bist du selber schuld am Ende des Tages. Aber der Trend und die Art und Weise heute war doch katastrophal. Der Trend gegen Feyenoord, dann jetzt gegen Freiburg und heute gegen einen drittklassigen Gegner, Leute. Das müssen wir einfach mal knallhart sagen. Ja. Was soll dann gegen Kiel sein? Du kannst froh sein, dass jetzt Kiel kommt und nicht irgendwie was ein bisschen Kompetenz hat. Aber auch Kiel hat ja schon das eine oder andere Spiel über ihren Zenit gespielt. Also mal abwarten. Ja. Dann kommt Bremen, habe ich schon gesagt. Im anderen Video, Bremen ist mal so. Das kann auch schwer werden. Und dann hast du Champions League gespielt, dann hast du Leverkusen, dann hast du Champions League gespielt, dann hast du Frankfurt, dann hast du Stuttgart. Bei dem Trend, den wir gerade haben, die Mannschaft wirkt müde, die Mannschaft wirkt überspielt. Ja? So ein Harry Kane wirkt, als würde er bei 80% sein. Ja? Auch wenn er heute ein Tor gemacht hat. So, keine Spritzigkeit, kein gar nichts. Thomas Müller, ich meine, wir hatten eine Szene, wo die mal ein bisschen aufgerückt waren, wo wir das Spiel hätten schnell machen können. Ja, und dann siehst du vorne einen Harry Kane und einen Thomas Müller, Alter. Bis die in Position gelaufen sind, da sind schon 18 Mann vom Gegner an denen vorbeigelaufen und stehen hinten wieder in ihrer 5er- und 4er-Kette. Ja? So. Ja. Auch ein Kimmich. 20 Minuten gut performt, dann hat er, weiß ich nicht, komplett überspielt. Ein Pavlovic ist absolut nicht an seinem Leistungsniveau. Musiala ist nicht an seinem Leistungsniveau. Ein Michael Olise ist nicht an seinem Leistungsniveau, weil er auf der verkehrten Position spielt. Leroy Sané war noch nie an seinem Leistungsniveau. Serge Gnabry auch nicht. Kingsley Coman, ja, der ist der Einzige, der gerade vielleicht so ein bisschen an seinem Leistungsniveau ist, was die Offensive anbelangt. Ja. Und dann wird es schwer, wa? Mathys Tel brauchen wir gar nicht erst erwähnen, oder das Katastrophe, was der Junge spielt. So. Aber ja, Hauptsache du gibst einen Ibrahimovic ab, Hauptsache du gibst einen Irakunde ab, was ja verständlich ist, weil du die ganze Zeit an Gnabrys, Sanés, Comans festhältst, anstatt dir mal zu sagen, komm, drauf geschissen, Alter, du gehst hier mal in den Konkurrenzkampf. Ja? Aber ja, wir haben keine Eier gehabt, diese Saison auch nur ansatzweise mal einen Jugendspieler oder einen jungen Spieler in den richtigen Konkurrenzkampf zu schicken. Sieht man an allem Arzt nur, Alter. Ja? So, da muss man sich da nicht wundern. Was hat man denn erwartet? Was hat man von diesen Spielern auf den Außenbahnen, Michael mal rausgenommen, was hat man von diesen Spielern erwartet? Jetzt mal ernsthaft, ich verstehe es nicht. Ja, ich verstehe es nicht. Wir haben die letzten 2 Jahre gesehen von diesen Spielern. Du kannst aber auch die letzten 5 Jahre nehmen von Serge und Leroy. Ja? So, was erwartet man? Was erwartet man? Das ist deren Leistungsniveau. Punkt. Punkt, Alter. Einfach so ein Punkt. Was erwartet von einem Mann, von einem Thomas Müller? Thomas Müller hat heute ein Spiel gemacht, was seinem Leistungsniveau entspricht. Er war da an der richtigen Stelle, hat den Kopfball, hat er reingemacht, auch wenn der Torwart vielleicht nicht glücklich aussah. Beim zweiten Mal hat er nie über den Scheitel streichen lassen, was völlig fein war, was aber halt nicht gereicht hat. Und das war's. Mehr hast du von Thomas Müller nicht gesehen. Wie auch in so einem Spiel. Er ist nicht mehr der Spritzige, der super Dauerrenner, der Anzeiger, der Moderator, wie auch. Er hat ja gar kein Standing mehr in dieser Mannschaft, was das Sportliche anbelangt. Ja? So.
Und nochmal, ein Harry Kane wirkt nicht fit, Alter. Wenn man schlau wäre, würde man sagen, Harry Kane, pass mal auf, bleib mal die nächsten 2 Wochen zu Hause. Wir spielen gegen Kiel und Bremen, ruh dich mal aus, Alter. Damit du für Champions League und die 3 Topspiele in der Bundesliga wieder bei 100% bist. Das wäre ein Punkt. Ja, das sollte man vielleicht mal überlegen. Ja, und Musiala muss halt seine Form finden, Alter. Ganz einfach. Wie soll er sie finden, wenn er, ich verstehe es schon, letztes Spiel hat er dann gespielt und jetzt muss man Belastungssteuerung, alles gut, dann ist das so. Ja. Be ready for that. Aber ich reg mich schon wieder auf, Alter. Nebendran Hanna Reif für Merkur und TZ. Ja, Manuel Neuer hat gerade gesagt, wir haben es nicht verdient. Sehen Sie das ähnlich? Wie es ihr gesagt? Vollkommen richtig, Alter. Manuel Neuer, kriegst du von mir endlich mal einen Daumen nach oben. Erstmal, dass du beim Interview warst, das ist schon eine Seltenheit als Kapitän. Aber die Aussage ist völlig richtig. Wir haben es nicht verdient. Wir haben einen Gegner wie Manchester City verdient. Punkt. Ja, einfach Punkt. Ausrufezeichen meinetwegen noch. Gesamtfazit der Ligaphase und eine zweite Frage noch zu Mathys Tel, der heute auf dem Platz war, viel gemacht hat, aber irgendwie doch auch glücklos wirkte. Wie haben Sie seinen Auftritt gesehen und war es womöglich das vorerst letzte Spiel für den FC Bayern? Yeah, I mean, to qualify was very... Das geht mir auch auf die Eier langsam. Junge, Alter, was soll das? Was soll das, dass er jetzt wieder da sitzt und das in Englisch runterbeten muss? What the fuck, Alter, du bist beim FC Bayern. Es ist doch gut jetzt. Ja, am Anfang, ey, volles Verständnis. Ich verstehe es auch, wenn mal irgendwie eine super komplizierte taktische Frage kommt oder so, dass er zum Englischen greift. Aber das sind hier gerade Popelfragen, Alter. Die beantwortet er sonst auch auf Deutsch. Was soll der Mist? simple, I mean, and in the end we were right. Oder haben wir wieder keinen Übersetzer und man hat ihm gesagt, er soll auf Englisch antworten. Dann habe ich nichts gesagt. Kann ich mir auch vorstellen bei unserem Verein, ja. Habt da recht. So you had to have 6 wins out of 8 games, and we had 5 wins out of 8 games. So I think in that sense, fair is fair, and I think we tried. But like I said, the format is somehow also designed to create this type of situations, right? So that's the reason why we are not the only team playing this extra game, and that's the reason why you have to switch the mentality straight away to being fully motivated, fully energized for these games. And then, yeah, when it comes to Mathys, like I said, he shows good energy, and I think that you said he was a little bit unlucky, that's what you said. Junge, Alter, da muss man auch mal jetzt kommen, wenn man sich schon da hinsetzt in dieser Scheiß-PK und sich jetzt dazu breitschlagen lässt, über einen Spieler zu reden, Alter. Da muss der Trainer doch auch jetzt mal da sich da hinsetzen und mal klare Kante sagen und mal sagen, pass mal auf, Mathys Tel, was du defensiv zeigst, ist unter aller Kanone. Ja, das wird man ihm ja auch intern sehr wahrscheinlich sagen. Vielleicht muss man ihn das eigentlich einfach auch mal öffentlich vor den Bug knallen, damit das mal in seinen Schädel geht. But I don't think it's an isolated case. I think today we could score more goals, we didn't, and ohne Scheiß, wenn du irgendwie den Nkunku verpflichten kannst, ja, über eine Leihe oder sowas, ey, do it, Alter. Do it. Aber mit zuen Augen. Und wenn der 20 Millionen haben will für das halbe Jahr, dann gib ihm die. Punkt. Junge, der Spieler hat weniger Spielminuten wie unsere 3 Außenspieler oder mit Mathys Tel dabei, mit unsere 4 Außenspieler zusammen und hat mehr Tore und Vorlagen als sie zusammen, Alter. Ja, und wenn er dann alle 3 Spiele verletzt ist, ja, dann ist das so. Das ist mit unseren Gurken, die wir jetzt haben, auch nicht anders. But like I said, we score 3 and we have to continue to score. Dann auf der linken Seite Klaus Bergmann für die dba. Herr Kompany, wie würden Sie denn insgesamt die Bilanz ziehen? Also wie ist Ihre Mannschaft aufgetreten in der Champions League? Und es sind ja nur die beiden Gegner möglich, Celtic City. Würden Sie denn mal zu beiden was sagen? Wie schätzen Sie beide ein? Ja, wie ich gesagt hatte davor. Ja, okay, sehe ich doch nicht am Dolmetscher. Es war einfach Fakt, du musst 6 Spiele gewinnen. Wir haben 5 gewonnen. Ich glaube, die Spiele, die wir verloren haben, die waren alle unterschiedlich. Ich glaube nicht, dass man
vielleicht Feyenoord und Barcelona in einer Kategorie machen können, außer... Ah doch, also Feyenoord und Barcelona finde ich schon ähnlich. Aston Villa gehe ich mit, das war die unnötigste Niederlage. Barcelona war natürlich hochverdient, die Niederlage, mal abgesehen von der ersten halben Stunde, wo man viel, viel mehr hätte Barcelona auseinandernehmen müssen mit ihrer super hohen Viererkette. Da hat man sich einfach dumm angestellt. Und hat natürlich auch die Bälle immer auf dem super langsamen Harry Kane gespielt, anstatt das über die schnellen Außen zu regeln. Aber auch gegen Barcelona hatten wir ja so Halbchancen und sowas waren im Spiel. Das hatten wir gegen Feyenoord auch und haben uns dann halt abkochen lassen in der Defensive. Und das haben wir gegen Barca auch getan. Und ja. Klar hat jedes Spiel so seine eigene Geschichte, aber... Außerdem, wir haben diese Spiele verloren natürlich. Aber natürlich, ich weiß auch, dass dieses Format auch deswegen gemacht ist, damit diese Situation einfach möglich sein. Und wir sind jetzt in diese Playoff, wir spielen entweder gegen Celtic oder gegen City. Ich weiß nicht, ob ich sehr viel sagen muss zu Man City. Sie kennen alle, was für Qualitäten die haben. Und Celtic, ja. Ich habe schon in der Spielanalyse gesagt, vielleicht ist Celtic sogar der schwerere Gegner für uns in unserer aktuellen Form. So. City müssten wir uns dann das erste Mal wahrscheinlich mal wirklich auf Defensive konzentrieren. Mal abgesehen vom Barca. Wenn man dann Barca sieht, aber da sollten wir ja ein bisschen raus gelernt haben wir ein bisschen was angepasst, alles gut. Ansonsten hat sich ja keine Mannschaft getraut, gegen uns mal offensiv zu spielen. Bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, wir würden Räume bekommen. Celtic, ich habe jetzt nichts gesehen von Celtic, aber wenn Celtic so spielt, wie Celtic immer spielt, dann kämpfen, rennen, beißen die, stehen sehr defensiv, schalten schnell um. All das, was wir gerade nicht gut bespielen können. Also weiß ich nicht. Manchester City ist natürlich ein Brocken. Ja? Wenn die einen guten Tag haben oder ihre Form wiederfinden, jetzt noch mit Mamouche dabei, also der dann auch spielen darf. Jetzt durfte er eigentlich noch nicht spielen, durfte, glaube ich, keiner spielen, der gemeldet ist, aber jetzt kannst du nachmelden, glaube ich, für die Playoffs. Also Feyenoord war ein gutes Auswärtsspiel, aber für die das schon gemacht haben, diese Trip, ist Celtic natürlich auch sehr besonders, aber wir müssen, wie gesagt, jetzt diese Energie einfach wieder umsetzen, aufbauen, damit wir ja, die Energie ist halt gerade nicht zu sehen, ne? Die war gegen Freiburg nicht zu sehen und die war heute nicht zu sehen. Das ist gerade unser Problem. Es fehlt halt diese Energie. Ich weiß, was er meint. Es fehlt so die Frische, die Spritzigkeit, der letzte Wille. So, man hat so das Gefühl, alle sind so auf 90% gerade am Laufen. Ja? Und zum Glück haben wir dann jetzt erstmal 2 Wochen, beziehungsweise eine Woche. Wir spielen jetzt gegen Kiel, dann haben wir eine Woche Zeit, spielen gegen Bremen. Aber dann ist schon das Champions League. Dann geht es wieder englische Woche, englische Woche, englische Woche. Ja? Das hat man sich dann selber zuzuschreiben. Hätte man verhindern können, indem man bei Feyenoord halt einfach mal ein bisschen konsequenter agiert. Ja, einfach heiß sind auf diese Spiele. Und ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass wahrscheinlich jetzt City, sowohl City als Celtic eintreten in diese Playoff mit einem gutes Gefühl und das müssen wir auch mitnehmen, das müssen wir auch haben. Ja, wie willst du das aber haben? Er hat ja gerade davon geredet, ja, wir müssen dann das Wollen, diese Gier. Hast du das gegen Feyenoord gesehen? Nee, hast du nicht. Hast du das gegen Freiburg gesehen? Nee. Auch nicht. Wir hatten gegen Freiburg das Glück, dass wir von unseren 3 Torschüssen endlich mal 2 reingemacht haben. Ja, haben wir das heute gesehen? Nee, absolut nicht. Und deswegen triggert mich dieses Spiel auch heute so. Ja, also, ich bin gespannt, ob wir die Kurve kriegen jetzt. Ja, die nächsten beiden Spiele müssen wir überzeugend spielen, Alter. Wir müssen uns Selbstvertrauen holen, weil die Mannschaft hat gerade nicht wirklich Selbstvertrauen. Zumindest nicht, um zu sagen, ja, wir gehen hier mit breiter Brust in den Champions League Quali-Spiel, Alter. Gegen Manchester City. Auch wenn das Gefühl heute natürlich nach einem Sieg trotzdem natürlich nicht die gleiche Freude gibt, aber trotzdem muss es ab morgen irgendwie wieder aufgebaut werden, weil
Heute hatten wir nicht viel in die Hände, aber ab morgen haben wir wieder alles in. Wir hatten heute viel in den Händen. Wir hatten heute in den Händen, dass wir nicht gegen Manchester City oder Celtic Glasgow gespielt hätten, ja, sondern gegen FC Brügge oder Sporting Lissabon. Wobei ich beide Gegner, ja, vielleicht Sporting nicht, Sporting würde ich auf einer Stufe sehen mit Celtic, aber Brügge wäre schon, ja. Gut, aber auch nur meine persönliche Meinung. In die Hände, das ist die Wahrheit. Dann machen wir noch eine, bitte, ja, Heiko Niederer. Ich müsste noch mal nachfragen zu Mathys Tell. Er ist nach dem Spiel in die Kurve gegangen zu den Fans. Es sah so ein bisschen aus, als ob er sich verabschiedet hätte. Er hat danach auch kurz gesagt zu uns hinten auf die Frage, ob es sein letztes Spiel war. Ich weiß es nicht, und hat so ein bisschen geschwankt. Wie ist die Situation? Kann es sein, dass er geht? Wie sehen Sie seine Situation jetzt? Nein, ich habe im Moment nichts dazu zu sagen. Also Mathys ist unser Spieler und tut mir leid, ich habe es schon gesagt, aber wir sind ganz eng in Austausch mit Mathys, mit seiner, nicht nur Mathys, aber auch seine Beratung. Und was jetzt in den nächsten Stunden oder Tagen passiert, das kann vielleicht Max oder Christoph mehr dazu sagen, aber für mich ich habe es auch gesagt, ich hatte keinen Hintergedanke, um Mathys aufzustellen heute, einfach weil er sich das verdient hat im Training. Und Alter, ich weiß nicht, dann muss Mathys Tell Trainingsleistung und Spielleistung so wahnsinnig unterscheidend sein, Alter, das ist schon krank ist. Solange er bei München-Spieler ist, dann ist das die einzige Priorität für mich, was er macht im Training, was er macht in die Spiele, die Leistung und alles andere, das machen wir gemeinsam mit Mathys und die Verein. Okay, vielen Dank, Winnie. Danke, gut nach Hause. Ja, gut nach Hause will ich, Leute. Ich mache es auch jetzt kurz schmerzlos, das hat mich genug aufgeregt heute. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bis zum Wochenende. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.